Smashen, bis der Arzt kommt. Das ist die heutige Parole hier bei Super Smash Bros. Für den 3DS. Oje, das Charakterfeld ist ja ziemlich groß, nicht wahr? Duck Hunt Duo. Nee, das ist nicht unbedingt gerade mein Charakter. Ich dachte mir, für die heutige Episode gehen wir mal wieder ins Fire Emblem Lager zurück. Genau, mit Ei geht's in eine andere Klamotte oder Frisur oder was auch immer. Okay, nur Klamotten. Okay, das Weiße würde noch gut stehen, oder Schwarze. Ich versuch's mal so, wa? Okay, Freunde, dann machen wir mal ein bisschen anders. Moment mal, wir lassen's. Moment. So, lass mal so. 3 Minuten, macht direkt mal auf Stufe 9. Und dann gucken wir mal. Fire Emblem Stadion, natürlich auch nur die Feroxa Arena, nur die war. Ja. Nur die Feroxa Arena. Die Ike gibt es zwar auch noch aus Super Smash Bros. Brawl, aber ganz ehrlich, er war damals nie so wirklich mein Charakter. Wow. Aber die Mucke, die ist geil. Okay, das ist ein B-Move. Wow. Der bin noch um. Alter. Bin noch Move. Naja, Doppel-K. Alter, das haben wir früher bei Ike so gehasst, das Gegner, ey. Mit dem B nach oben Move. Da kannst du irgendwie ganz böse, kannst du Gegner mitnehmen. Geht's einfach ein Doppel-KO. So, B nach unten ist einfach nur der Warte-Move. Das ist auch der Konter-Move, sehr schön. Hier haben wir den B-Move noch. B seitwärts. Hallo? B seitwärts? Ah, so. Ja, ich muss mit Ike mehr mit A-Moves machen. Wow. Palutena ist ziemlich krass. Da machst du dich ja nass. Grabben will sie auch. Alter, Ike! So, jetzt aber. Und da geht sie in Flammen auf. Aha, da ist, ja, wusste natürlich nicht, dass der auf nahe ist, okay, auf der Nähe. Oh. Das heißt, ich muss warten, bis sie in der Nähe ist. Cool, wa? Ja, der B nach oben Move hat schon was. Autsch! Nur der B nach unten muss er besser timen. So. Nein, wohl gerade. Oh. Dämlicher Wurf-Move. Ja, das war ein bisschen falsch gepeilt. Oh. Okay, der Range ist noch weit. Sehr gut. Ja, und doch muss sagen, Ike gefällt mir eigentlich noch. Oh, wenn nicht so scheiß langsam wäre. Ist klar. Wow. Ja, jetzt müssen wir B nach unten machen, die andere anders. Und ich will sie doch nur smashen. Aber sie will nicht. Ja. Ist klar. Scheiß Move hier. Das bringt nix, Palute. Nein! Verdammt, ich wollte gerade... Oh, Mann! Ja, er wollte gerade werfen. Toll! Autsch! Hujo! Boom! Also für den ersten Kampf halt vor, was gar nicht mal so übel. Tja, so schnell kann's gehen mit unserem Lieblingssöldner. Jo, doch, er hat was drauf ran. Der B nach oben Move darf man niemals bei ihm unterschätzen. Das kann sonst gewaltig in die Hosen gehen. Leute, es ist Zeit für den letzten Charakter hier bei Super Smash Bros. 3DS und zwar Pummeluff. Also das heißt, wir haben bereits über 110 Smash-Kämpfe absolviert, nicht schlecht. 3, 2, 1,
Pummel, Pummeluff, pummel dich doch, Luff. Aua! Okay, Pummeluff, der Charakter nervt mich ein bisschen. Ah, ich mach mehr Schaden. Aber das Vieh trifft mich häufiger. Das war knapp. Autsch! Nein, weg da, weg da. Der Golf hätte mehr Prio. Aber egal. Nein, schon der Reshiram. Das muss ich einfach ausnutzen. Tja, natürlich doof, wenn die Stage gegen einen ist, nicht wahr? Und somit haben wir Pummeluff freigeschaltet. Auch wenn es ein bisschen knapp war zum Schluss hin noch. Aber jetzt dabei, Pummeluff. Alle Kämpfer sind freigeschaltet. Nun kann es richtig losgehen. Alle Kämpfer im All-Star-Modus freigeschaltet. Probier doch mal unter Weiter-Modi aus, wer alles dabei ist. Du hast alle Stimmen von Kirby in der Audiothek freigeschaltet. Oh Mann, wir haben so viel freigeschaltet. Tja Leute, und so sieht nun das Charakterfeld also komplett aus. Wie man bereits sehen kann, irgendwie, ja, also es hätte noch Platz für weitere Charaktere. Natürlich kann man sowieso die ganzen Icons hier oder die ganzen, nicht Bilder, sondern, ja, Screens, doch Icons kann man ja sagen, wa? Und Artworks, oder Charakter-Icons, wie auch immer. Dann können wir noch ein bisschen kleiner machen, um noch mehr Platz zu machen, aber theoretisch per DLC wären hier wirklich noch 6, ja, würde ich sagen, sicher 6 Charaktere, ne, 5, wa? Doch, etwa 5 Charaktere wären sicher noch drin. Bin mal gespannt, noch alles dazukommt. So, nochmal mit Ike in der Hauptrolle. Jetzt kennen wir es ein bisschen. Können natürlich gegen starke Gegner antreten. Weil stärker geht er gar nicht mehr. Wir kämpfen ja schon auf Level 9. Nun gut. Wir nehmen natürlich eine epische Stage. Ich hoffe, wir haben hier wieder die epische Mucke drauf. Dann kann es mal so richtig abgehen. Oh nein, nicht die Mucke. Kann ich irgendwie, ja, wenn man einen Kampf. Ich habe immer nicht rausgefunden, ob man irgendwie die Musik ändern kann. Spiel abgebrochen. Jo, das war zum ersten Mal, wa? Spiel abgebrochen. Aber echt mal, wo kann man eigentlich die Musik einsetzen? Weil hier geht's nicht, habe ich schon mal alles versucht. Da geht gar nichts. Obwohl, kann ja mit R was machen. Was ist das überhaupt? Was ist das für die zweite Mucke? Könnte ja sein. Bei Post-Stage gibt es immer 2 Musik-Variationen. Ja, schon die. Okay, Leute, wir lassen uns. Da wird sowieso der letzte Smash-Kampf sein für heute. Nachher machen wir noch ein bisschen was anderes. Autsch! Ist klar. Mann, entweder kommen zu früh oder zu spät. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren, was bei Luigi nicht ganz so einfach ist. Ja, Luigi. Ja, vielleicht klappt es ja so. Nein, nimmt der Schreck weg. Nein! Na, war ja klar. Der mich aus Schreck weg. So, jetzt reicht es mir aber langsam. Da kann ich nicht so langsam sein. So, und Bams. Klappt nicht so ganz, wie ich will. Oh, oh. Mann, Alter! Luigi regt mich aber auf. Mann, der Rundenmove ist hier echt ein bisschen doof. Vor allem mit Luft her. Klar, hat er einfach abgewartet, weil er wusste, was ich mache. Nein, der haut mal ab, Mensch. Der regt nur auf.
Ich tu's ja auch. Lala. Na, Luigi, komm nur her, komm nur her, komm nur her! Wow. Ah, verdammt, gerade hinter ihn. Wieso muss Ike auch so ein fettes Schwert haben, ey? Er macht zwar viel Schaden, aber wenn er natürlich zu langsam ist, bringt es auch nicht viel. So, wow, wow. Genau das meine ich. Ja, wie gesagt, muss fast so machen. Geht gar nicht anders. Also in der Hinsicht natürlich Ike genial. Wenn du Doppel-KO haben willst, mit ihm kein Problem. Und er macht verdammt viel Schaden. Ist klar. Wie kann so eine Attacke überleben? Alter, wir haben über 300% überlebt. So ein B nach oben Move? Okay, crazy hoch 10 würde ich jetzt mal behaupten, aber gut, von mir aus. Ja, wie gesagt, der Ike-Charakter, der sehr stark ist, vor allem mit dem B nach oben Move, gut auch mal für einen Doppel-KO und so sorgen kann, aber in meinem Fall ist er nicht, dafür ist er ein bisschen zu lahm. Naja, wenn man es halt kann, dann ist es nur noch gut, aber so, in meinem Fall jetzt. So weiter Moody, was habe ich denn hier noch drin? Konnte aber bereits rausgenommen, auf gar keinen, weil ich es so ein bisschen besser finde, ist auf meinem persönlicher Geschmack halt. Truhe, Charakterstuhl, ja genau, eigene Meme müssen wir noch machen, das kommt dann später noch. Das ist auch ein anderes Mal, also da mit Ike. Nochmal mit Ike ein Smash-Abenteuer, wie gesagt, der ist ja ziemlich lahmarschig. Er hat zwar viel Power, aber ne, muss eher mit einem Charakter wie Sonic rein. Ein Solo-One, da kann er lustig werden. Ja, ja. Wähle deinen Kämpfer. Ike! Ja, ja, Ike! Ich Ike! Ja, komm, Stufe 7. Klappt schon. Man zielt sowieso fürs Endless Space dann Stufe 9, aber ist ein anderes Thema. Gegen Link. Ein Duell der Schwertkämpfer. Wie ich finde, sowieso gibt es hier aber jetzt bei Super Smash Bros. 4, kann man das eigentlich sagen, oder? Gibt es ja grausam viele Schwertkämpfer. Jetzt geht los. Alles plötzlich so langsam, den kann man gar nicht... Na scheiße, ich bin langsam, Link natürlich nicht, toll. Ja, was macht der dort? Ah, Mann ey. Link, komm doch mal her, du. Also, wenn schon Items eingeschaltet sind, muss ich natürlich ausnutzen. Aber sogar Spirit Tracks. Ach ja, Spirit Tracks. Abgesehen davon, dass es Züge waren, die ich fast schon ein bisschen zu futuristisch fand. Aber ansonsten, Spirit Tracks noch ein geiles Game. So im Großen und Ganzen. Naja gut, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber naja. Ja, wieso nicht, wa? Gegen beide. Gegen Samus und Zero Suit Samus. Oje, oje, oje. Gegen die Metroid-Jägerin und ihre sexy Form. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich hier mache, genau. Wow. Nicht nur wegen den scheiß Items und vor allem der Stage selbst. Ja, ich hasse die Stage, muss ich ehrlich zugeben. Genau deswegen. Wie sind wir jetzt durchgefallen? Ich hab doch oben noch die oben Ebene gehabt. Verstehe ich nicht.
Sag mal, Schulklage schon. Schieg ist bereits draußen, toll! Kein Plan gegen 2 und nicht schlecht. Dann nur die Stage zunutze machen, so fliegt schon mal Samus raus. Und beide sind draußen. Naja, da geht es sicher auch ein bisschen besser. Stage 2 gemeistert. Wir sind auf die Meister. Boomer Mario. Bereit? Los! Naja, eigentlich nicht, aber egal. Little Mac, nee, kein Bock. Mega Man, Pokémon. Das ist ja Glurak. Gegen Riesen Glurak. Jo, dürfte kein Problem sein. Quatschutz hat die Geschwindigkeit und Ike hat die Power. Für Riesenglurak. Guck, Riesenglurak hat natürlich auch Power, aber ja, wie es ja bei Riesengegnern so ist, hat es immer noch Leben. Typische Mucke! Geil! Boom! Du Helfer-Trophäe! Komm schon, Shadow! Cool, jetzt macht er einen Time-Stop. Aha! Das ist natürlich geil! Bams! Das ist aber gar nicht geil. Aber Ike's Move ist es dafür. Hau doch mal ab, Glurak. Tschüss. Lebe ihm noch. Na gut, das ist natürlich so riesig. Flieg aus dem Bild. Hallo? Wow. Uff. Oh, gar nicht gut. Jetzt muss was überlegen. Wow. Nein. Wow. Alter. Ich habe lange gegen Riesenglu, ganz schlecht. Und Zapdos kommt mir zu Hilfe. Naja, nicht wirklich, aber sah ein bisschen so aus. Und ich kriege einen Akku, Skinnesegg und Boomerang Mario. Schon wieder. Bereit? Los! Naja, bereit ist was anderes. Hallo, ich will. Ja, Yoshi von mir aus. Gegen Yoshi! Also dafür, dass wir hier Stufe 7 catchen und ich mit Ike nicht unbedingt so mein Main habe, ist das doch gar nicht mal so übel, wa? Ah, Yoshi, ja, erinnere mich wieder. Zum Glück habe ich Items, sonst wäre es ein bisschen verschissen, hier gegen Yoshi zu fighten mit Ike. Wobei natürlich Items kann mir sehr schnell mal einen Schuss nach hinten losgehen. Aua, voll in den Schädel. Mann, ey, das Smash runter bringt fast nichts. So, aber noch erwischt. Kann ich auch aufladen, wa? Geht das noch? Es geht noch! Mit auf... Ah. Verdammt. Da klappt nur einmal. Autsch! Mann, Yoshi. Was macht... Nein! Nicht den und nein! Nicht den Quatsch! Oh, Alter! Du kotzt mich an! Ja, ist ja klar, der Yoshi, der muss das haben. Komm her, Smashball! Ah, Yoshi ist bereits draußen, okay. Habe ich gar nicht so richtig geschnallt. Es wird einfach Fun. Yo. So, zwar ist der Kampf, nachher kommt ja auf. Ja, wieso nicht? Team Mii. Gegen Team Mii. Das dürfte eigentlich relativ leicht werden, wa? Mini Mini, Alter, eine geile Mucke. Na toll.
Also coole Attacken drauf, aber die Stage ist scheiße. Du, la la la. Und das tut euch richtig weh. Bams. Kommt doch nur her, Mann. Ich hau euch alle aus. Aua. Ich bin der coole Ike. Und Millie war so ein geiles Game. Vor allem das Intro und die Mucke. Bin noch legendär, wie ich finde. Oh. Tschüss. Und das war's bereits mit Team Me. Bald ist auch schon vorbei wieder. Naja. Den letzten Kampf machen wir aber noch. Bereit? Los! Ja, am liebsten sind natürlich gegen beide Meisterhände, also natürlich Meister und Crazy Hand, aber nee, ganz ehrlich, mit Ike sehe ich da auf Stufe 7 keine Chance. Da bin ich noch viel zu schlecht. Meisterhand! Boah, alter Belohnung, nimm mir das Falsche. Typisch Michael. Ah. Tja. So viel dazu, Leute. Wow. Daneben. Wobei ich glaube, der B nach oben Move könnte hier noch richtig schön reinfitzen. Boah, lalalala. Ja, sicher B ist ein normaler B-Move. Autsch, 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 autsch. Was ich das Gefühl habe, ist, dass man mit Pikachu hier eigentlich noch gut fighten könnte. Vor allem mit dem Donner natürlich. Pikachu schnell, mit dem Donner machst du viel Schaden. Ike, nicht pennen! Boah, ist klar. Langsam aber wieder drauf mit dem Timing. Autsch. Und da schickt er mich erstmal auf die Bretter. Ja. Ich hab's vorhin gesagt, Ike und Rettungsmove, das passt irgendwie nicht so. Was? Aber ich bin noch rechtzeitig runter. Ja, scheinbar eben nicht. Verdammt, wieso muss Ike so langsam sein? Fortsetzen! Der ist so runtergestuft, toll. Ah, jetzt einfach dem Loch. Man schafft es sicher mit Ike auf Stufe 9, sehe ich gar kein Problem. Man muss einfach die richtige Taktik raus haben. Toll. Ich habe gar nicht geblockt, aber ist egal. Lass mich los! Nicht quetschen! Ich hoffe mal, dass wir die Meister natürlich wieder bei auf der Wii U-Version auch sehen werden. Im Sinne natürlich von neuen Story-Modus und so. Mann! Ike! So, das macht gar nicht so. Boah, nicht schon wieder der Quatsch. Nein! Ike! Sag mal ganz ehrlich, wie doof kann ein Charakter eigentlich sein? Game over. Noch weiter runter, muss doch gar nicht sein. Da verstehe ich sowieso nicht, warum muss man die Stufe runtersetzen automatisch. Ich kann doch einfach so weitermachen. Oder selber entscheiden, ob man die Stufe runtergesetzt haben möchte oder nicht. Ja, also gegen Meister sogar mit Sonic, ganz ehrlich, weil der kann mich schneller retten und so und schnell ausweichen. Na, ich mach schon relativ wenig Schaden, trotzdem wieder Home-Move. Was ist klar? Ja, Ike, Mann oh Mann. So, Leute, das ist der letzte One. Ihr wisst ja immer im Sinne von alle guten Dinge sind drei. Ja. Oh nein, jetzt schon wieder, nicht schon wieder. Was? Alter, Ike ist einfach so lahmarschig. Der kann gar nicht rechts runter.
ist natürlich sehr gut, wenn man so ein bisschen langsamer ist. So, wir haben es gleich, Ja, natürlich, jetzt erwischt du mich wieder, genau am Schluss. Das bringt doch nichts mehr, Masterhand, bin schon längst da oben. Daneben! So, keine Sorge, wir haben ihn gleich! Ja, natürlich episch gewesen auf Stufe 7. Natürlich ohne Lebensverlust. Naja. Wie erwähnt, meiner Ansicht nach, hier bei der Masterhand, musst du einfach einen Charakter haben, mit dem du schnell reagieren kannst. Das kann ich, also ich persönlich, wie gesagt, ich kann das mit Ike einfach nicht. Andere können das vielleicht, ich kann das mit Ike nicht. Das ist, ja. Aber sonst ein cooler Charakter, den kann man sicher noch gut im Auge behalten und künftig noch einige Überraschungen erleben, vor allem natürlich mit Charakteren, also mit Gegnern, die natürlich damit umgehen können, mit Ikes. Ja, sagen wir mal Geschwindigkeitsverlust zwar, aber dafür mit seiner eigentlich doch noch immensen Stärke. Und vor allem der B-nach-Home-Move, der außerhalb des Rings zum richtigen Double-Kill werden kann. Und weiß auch für einen selbst. Nun gut, Leute, das war's hier bei Super Smash Bros. 3 Mal für heute mit Ike in der Hauptrolle. Das nächste Mal wieder mit anderen Charakteren, jetzt müssen wir keine mehr freischalten. Wir haben alle freigestellte Skins in diesem Spiel, das ist schon mal sehr geil. Und, jo. Wir werden natürlich auch bald schon mit den Mii-Charaktererstellung weitermachen. Und dann, würde ich mal sagen, ist schon bald mal Zeit, um das Offline-Let's Play abzuschließen. Ein bisschen irgendwann mal neue DLCs zu kommen, mit neuen Modi, neuen Charakteren und so, ganz klar. Aber dann endlich mal, für mich heißt dann offscreen trainieren und dann online vor allem euch herausfordern. Denn das ist mein Ziel. Yo. Das ist mein Ziel. Ja, mein Ziel. Denn Ike ist einfach so ein cooler Charakter. Vor allem mit 7 nach oben, der wäre noch gut. Kann aber hier Dreck machen. So, kann man schon. Hinzufügen. Fix hinzu. So, geht doch. Fehlt noch der da oben. Mann, ist klar. Sag mal. So. Viel fehlt nicht mehr. Bald haben wir's. Da fehlt noch was. Hä? So, endlich. 100%. Wir haben's geschafft. Und die Credits laufen immer noch durch. Wie bescheuert ist denn das? Lalalala. Ach ja, alle Charaktere bereits freigespielt. Im Grunde eigentlich schon noch relativ viele Charaktere, war vor allem natürlich, weil Bowser Junior kannst du ja die ganze Bowser-Siebschaft haben, einem Charakter einzeln. Und man sich halt schon teilweise fragt bei Charakteren, wieso die? Wie gesagt, Bowser Junior schon wieder irgendwie, das war bereits Mario Kart 8 schon so ein bisschen verwirrend. Und auch, wie ich finde, halt Finstere Pit und auch Dr. Mario wären eigentlich nicht nötig. Die kann sich auch als separate Klamotten, also ja, halt so spielen. Aber gut. Harter Schädel einzuhalten. Geil, mit dem Fußball schlecht. Erhalten die Chic-Maske. Okay. Wähle deinen Kämpfer. Nö, für heute nicht mehr, Leute. Im nächsten Part geht es hier weiter mit neuen Charakteren. Und wer weiß, wann es schon bald schon die nächsten DLCs mit neuen Charakter-Updates geben wird. Aber das Feld ist eigentlich noch ziemlich groß, wa? Tja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier bei Super Smash Bros. für den 3DS. Ciao zusammen.